Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kidswitch, fresh vom Sofa aus. Heute helfe ich mal bei einem Tag mit. Noch nie gemacht, aber es gibt einen Anlass, wo ich wirklich sagen muss, da muss ich jetzt wirklich mithelfen, weil sie eine ganz coole Sache finden. Nämlich die Wally, das ist eine Beauty-Bloggerin, hat einen sogenannten, jetzt muss ich noch nachschauen, «Lern uns CH-Blogger-Tag ins Leben gerufen», hat es gerufen, und ich kann gut Deutsch für jede Deutsch-Deutschen. Und ich wollte da mitmachen, es haben noch ganz viele andere schon mitgemacht, zum Beispiel Annes Leben. Und dort habe ich nämlich diese ganze Sache gesehen. Und es hat mir so einen Schopf gegeben, hilf doch auch mit. Und ich habe gefunden, mache ein Video. Und ich tue jetzt die Fragen, die da gefragt werden, wahrheitsgetreu beantworten. Und merci viel mal für die Idee, finde ich verdammt cool. Schweizer Blogger, wir müssen zusammen an. Los. Erste Frage. Warum gehörst du zu der Gruppe CH-Blogger? Ich habe das Glück, dass ich hier leben darf, dass ich hier geboren bin, dass ich bin einfach Schweizerin. Ich bin ja wirklich ein richtiger Käse, also Vollkäse. Zweite Frage, über was bloggst du eigentlich? Habe ich eigentlich einen Blog, wenn ich gar keine eigene Webseite habe? Egal. Ich habe einen YouTube-Kanal und eine Facebook-Seite und Instagram. Und ich mache eigentlich mache Kochvideos und Rezepte auf den Facebook-Seiten aufladen. Bei mir ist ganz wichtig, ich kann nicht kochen. Um das geht es. Ich zeige niemandem zeigen, wie man kocht, sondern wie ich koche. Und das heisst noch lange nicht, dass es das Richtige ist. Also, meine Message ist eigentlich, dass einfach jeder kochen kann, sogar ich. Und ja, das ist so ein bisschen das, aber ich nehme zum Teil die Leute mit, wenn ich zum Beispiel fortgehe, zum Beispiel eine Fantasy-Phase in einem Europapark. Ich habe schon so ein 50 Facts about me Video gemacht, also ich mache so ein bisschen alles, was ich Bock drauf habe. Genau. Oh, habt ihr das gehört? Dritte Frage. Welches sind deine Besonderheiten blogtechnisch? Besonderheiten? Ich bin sehr authentisch und hey, was ist los? Ich habe jetzt Mittagessen, darum muss ich jetzt so ein bisschen ich bin sehr authentisch, also ich rede auch mal wüst. Ich tue mich eigentlich nicht wirklich zusammenreissen und wenn ich etwas blöd finde, dann sage ich das auch. Also das machen ja eigentlich alle, aber ich glaube, ich bin so ein bisschen der Rebell aus Bern. Also nein, ich bin halt ein bisschen speziell. Und ja, ich habe gerne verschiedene komische Deko-Sachen und man ist einfach wirklich voll bei mir daheim in der Küche und ja, komisch. Gut, weiter. Also, welches ist dein absolutes Lieblingsstück in deinem Kleiderschrank? Ich habe nicht wahnsinnig viele Kleider. Ich gehe gar nicht gerne einkaufen. Ich gehe alle halbe Jahr einmal Kleider einkaufen. Und dann kaufe ich einfach wirklich heute für 600 Steine Kleider ein. Und ich bestelle sehr gerne auf Zalando Zeug bestellen, und dann muss man nicht in einen Laden gehen. Aber ich habe ein Kleidungsstück. Und zu dem gibt es eine Geschichte, also nicht jetzt eine weltbewegende Geschichte. Das sind die absolut hässlichen Bermuda-Shorts und die habe ich etwa. Ich konnte dann schon Auto fahren, aber ganz frisch, ich war auch 18, also etwa vor 11 Jahren, habe ich die Hosen für, glaube ich, etwa 10 Stutz im Ottos Warenposten gekauft, wo ich bei meiner Großmutter war. Und ich habe die schon ewig, und die sind schon, ich glaube, die sind bei jeder Reise, wo ich war, kommen die einfach mit. Und die sind nicht zu töten, sogar das Netz da innen ist noch ganz. Also ich weiss nicht, das sind irgendwie so Ninja-Hosen. Wirklich scheisse billig, aber und dann sind sie noch rosarot und ich glaube, die Hose habe ich noch mit 80. Next. Und in deinem Beauty Case. Also, jeder Beauty-Blogger würde wahrscheinlich anfangen, wenn er mein Beauty Case würde sehen. Ich habe relativ so viele Lidschatten aus solchen Zeug. Lippenstifte eher weniger, da ja extrem viel essen und dann bringt es gar nichts. Mein absolutes Lieblingsprodukt, ich habe es nicht mitgenommen, ist, das ist jetzt momentan, das ist echt so ein Mattmacher-Ding. Ah, warte, das ist so cool, mal so in die Hand. So macht man das, oder? Also ich würde mir nicht über Beauty-Blogger lustig machen, ich habe einfach wirklich keine Ahnung. Das ist einfach das Gesicht
nicht, hey, was ist los? Einfach, dass das Gesicht keine Rötungen hat. Also einfach, dass ich aussehe wie ein Geist, wenn ich keinen Rouge drauf tue. Das habe ich immer dabei. Immer. Und ich würde nie ohne das aus dem Haus gehen. Also, so gut ist mein Selbstbewusstsein. Yay! Frage Nummer 6. Was wissen die meisten nicht über dich? Was du heute gerne verraten möchtest? Hey, ich kann nicht lesen und nicht reden. Ich bin wirklich sehr, sehr authentisch und ich erzähle eigentlich noch relativ viel über mich. Was man auch nicht weiss, ist, ich habe sehr, sehr starkes, ausgeprägtes Erwachsene ADS. Das ist ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und das habe ich und gebe es zu. Es ist eigentlich so ein kleines Thema, wo man vor allem als Betroffene nicht wahnsinnig gerne darüber redet, weil ADS, da siehst du einfach so kreischende kleine Kinder, die behämmert tun und dumm sind und weiss nicht was, extrem viele Vorurteile, die überhaupt nicht stimmen und darum tut man das eigentlich sehr, sehr gerne verschweigen. Aber ich sage es jetzt einfach euch in die Kamera, ich habe ADS und das ist vielleicht der Grund, warum ich manchmal einfach einen Knall habe. Aber ich sage einem einfach, es ist einfach ein Update. Gut. Frage Nummer 7. Was liebst du und was hast du an der Blogger- und Social-Media-Welt? Ich liebe sicher einfach das Herstellen, das Produzieren von Content. Also das ist etwas, was mir hure Spass macht, einfach so in eine Kamera reinzureden und einfach das machen, wo ich Bock drauf habe. Und ich bin auch froh, dass wir das technisch so umsetzen können. Dass wir so, ich mache das mit meinem Häsler zusammen und er einfach technisch einfach auch gut ausgestattet ist, einfach, dass wir das überhaupt machen können, das liebe ich. Leute lernen kennen, ist bei mir immer so ein bisschen speziell, aber wenn ich dann mal auftaucht bin und wirklich schon mega tolle Leute lernen kennen, ich habe schon mega coole Events können. Also so solche Sachen, die fegen mega und natürlich einfach auch Feedback. Also, oder irgendjemand, der sagt, hey, machst du nicht Videos? Und so, bist du dort? Wenn du so Sachen erlebst, das ist so krass. Oder wenn plötzlich irgendjemand kommt so, hey, du machst im Fall coole Videos. Hast du nicht Bock, irgendwie das Gerät zu testen? So, wow, wenn ich das nicht machen würde, das hier, dann würde ich so Sachen nie in meinem Leben erleben. Also das sind so Sachen, die ich wirklich liebe. Was mich nervt, man muss sich halt einfach gleich in einem gewissen Rahmen sehr, sehr zusammenreissen und man muss auch ein bisschen gut ankommen, mit jedem ein bisschen gut auskommen, habe ich manchmal das Gefühl. Und hassen, oder einfach auch, man muss sich manchmal auch ein bisschen rechtfertigen, auch für sich selber, warum man jetzt etwas so macht und nicht so. Obwohl es eigentlich voll dämlich ist, aber man hat irgendwie gleich so wie so eine Knigge, wo man sich halt gleich ein bisschen drin verfangt. Und was mich wirklich, wirklich nervt, ist einfach, das habe ich auch selber erlebt, also was mich wirklich aufregt, ist, wenn andere zum Beispiel das Gefühl haben, du tust jetzt nur irgendetwas liken oder kommentieren, wo du irgendwie Werbung machen willst. Aber ich tue selber bloggen und ich habe Freude, wenn ich like so, aber ich gehe andere Videos schauen, weil das mich interessiert, weil ich es cool finde. Und wenn ich etwas cool finde, dann schreibe ich es drunter und sage es, aber nicht, weil ich Werbung machen will, sondern weil ihr geile Sachen seid. Und einfach, die schreibt ja nur drunter, weil sie Werbung machen will. So, im Fall nein. Weil wenn du etwas Kacke machst und mich nicht interessierst, dann schaue ich dein Zeug einfach nicht. Und dann, ich will nicht unter etwas Werbung machen, das ich selber Kacke finde. Einfach so solche Sachen. Eben, das Missgunstzeug, das ist wirklich, das finde ich wirklich auch doof. Und, einfach, oder Leute, die nur von sich, gut, die hocken sie und reden nur von mir. Oder einfach Leute, die einfach nur von sich erzählen, wie geil das sie sind. Und ja, im Fall noch mit dieser Challenge und mit dem und ich. So, ja, schön, du bist cool, du bist die Geilste, willst noch einen Oscar. Was liegt gerade vor dir? Rechts von dir, links von dir? Also, vor mir ist irgend so eine Fernbedienung. Links ist der Superhäslerbär. Und rechts die geile Katze. Nächste Frage. Seit wann bloggst du überhaupt? Seit dem März 2014 besteht meine Facebook-Seite im Facebook, die Kitschwitsch heisst. Und ich glaube, etwa ziemlich genau ein Jahr darauf habe ich angefangen, YouTube-Videos zu machen. Auf Hochdeutsch. Und dann habe ich auf Schweizerdeutsch gewechselt. Super Entscheid.
11. Bist du auf etwas besonders stolz? Ich bin sehr stolz darauf, dass ich relativ jung schon recht Karriere gemacht habe, also jetzt in der normalen Berufswelt, obwohl ich nicht studiert habe und ich eben mein ADS-Update im Hirn habe. Und auf das bin ich wirklich sehr, sehr stolz. Das ist nicht selbstverständlich und ich bin froh, dass ich doch so eine Message machen kann. Du kannst im Fall auch mit einer Lehre wirklich Karriere machen, einen geilen Bügel machen. Du musst dir einfach den Arsch aufreissen und einfach wissen, was du willst. Und dann schaffen wir es. Also, Papier sind nicht alles. Bügeln musst du auch noch können. Das ist so ein bisschen, und auf das bin ich wirklich stolz wie ein Mohren. Das finde ich wirklich geil, habe ich das erreicht. Die 3 schönsten oder bewegendsten Momente in deinem Leben, falls du sie mit uns teilen möchtest. Ich habe sehr, sehr viele schöne und bewegende Momente in meinem Leben und werde das hoffentlich auch noch haben. Super Kindheit, bla, bla, bla. Also wirklich, es gibt Tausende. Was mir jetzt schon spontan in den Sinn kommt, also sicher sehr bewegend war, als mein Bär mir den Heiratsantrag gemacht hat. Das war wirklich krass. Das war echt wow. Und was ich mich sehr gut daran erinnere, ist, als ich meine Tauchprüfe abgeschlossen habe, also als ich meinen letzten Dive gemacht habe, bevor dass ich den Ausweis bekommen habe. Das ist so ein krasser Dive. Sie haben eigentlich so ein bisschen Platzangst und so. Wir haben einen Höhlentauchgang gemacht und ich habe den durchgezogen und Muränen gesehen. Als ich dann an der Oberfläche gewusst habe, hey, ich habe es geschafft und jetzt habe ich das Tauchprüfe. Das ist wirklich so ein Glücksmoment, der mir irgendwie nie mehr aus dem Kopf geht. Und einer der schlimmsten Momente, die ich hatte, ist, als unsere erste Katze gestorben ist, die wir gesucht haben. Das war wirklich eigentlich mein Best Buddy. Der Jerry, wir kommen fast Tränen. Nein, das ist mein Kollege und dem ist es so schlecht gegangen. Und dann ist er einfach so früh gestorben. Den vermisse ich mega fest. Ja, aber einfach mal, das war schon sehr bewegend. Nein, Nummer 13. Hast du sonst noch was du mitteilen möchtest? Ich teile mir eigentlich sehr, sehr viel mit. Von dem her, ich habe jetzt schon so viel geredet, eigentlich nicht gross. Einfach noch ein merci vielmals für die super coole Idee. Und zum Schluss noch, ich tagge jetzt einfach niemand, also tagge nicht niemand, tagge jetzt einfach alle. Helfen mit bei diesem coolen Tag. Also einfach alle, die noch nicht geholfen haben oder noch nicht getaggt worden sind, helfen mit. Coole Sache. Merci vielmals und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.